Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wat? Mann, das Bibel seit wat? Seid alle fertig, organisiert von der LBE-ASBL. Wie du recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber möcht ihr sich Gedanken, aber worüber staunt ihr? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Haut dabei sinn, Der Timo? Miriam? annech selber den David. Wir hunn schon die ersten 2 Kapiteln vom Jacques durchgeschwärzt. Wir kommen haut bei 3. Kapitel. Wir werden haut Versen 1 bis 12 durchschwätzen. An dieser Episode. Und wir hoffen, dass es spannend wird. Wir sind überzeugt, dass es spannend ist. Und einmal da vom Jacques, Kapitel 3, und durch die Versen ein bisschen schwätzen, wollte ich das mal etwas klarstellen. Der Jacques als einen großen Chiasmus. Und da wollte ich dann noch Miriam fragen, ob er uns dann erklärt, was das heißt, der Chiasmus. Also ein Chiasmus ist ein literarisches wie so ein Werkzeug für einen Text zu strukturieren. Wir kennen es aus der Bibel, wir haben in der Antike an anderen Texten gebraucht. Und ein Text ist dann so abgedeelt, dass es quasi wie eine Pyramide gebaut ist. Der Text, wir fangen zum Beispiel mit A an. Das ist dann der erste Teil vom Text. Da kommt B, kleine Dekalage. Da kommt C. Und dann kann entweder mit D weitergehen, also es kann weit weitergehen, und da geht es darum zurück. Dann da geht er dann geschrieben, dann ist D Strich, und dann C, B und A. Und das sehen wir dann auch am Jacques, und da haben wir dann ein Slide für euch, den wir an dem Video abblenden können, wo ihr dann schön seht, dass der Jacques an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elemente von einem Chiasmus gedeelt ist. Wir haben den A, den B, den C, den D, den E, den F und dann den G. Und dann geht es darum zurück bei den A. Und der G ist halt, wo wir angekommen sind. Das heißt, den G ist der Höhepunkt und der Mittelpunkt vom ganzen Buch vom Jacques. Aber was beim Jacques auch ganz interessant ist, ist, dass alle Elemente vom Chiasmus auch einen internen Chiasmus hat. Das heißt, alle die verschiedenen Teile sind dann an einem Chiasmus, an die seht dann an den Klammern hinten drin. Am Slide da steht dann zum Beispiel ein geraden interner Chiasmus. Das wäre dann zum Beispiel ABC, CBA. Oder das ist ein ungeraden interner Chiasmus, da wäre zum Beispiel ABCD, CBA. Und der Jacques ist eben ein ungeraden Chiasmus. Und wir sind heute am Kapitel 3 dann eben, wir sind heute am Höhepunkt vom ganzen Buch. Aber wenn wir dann den nächsten Slide gucken, da seht ihr dann, dass der Chiasmus von Kapitel 3, Versen 1 bis 12, dass das auf A, B, C, D und E abgedeelt ist. Und da geht es darum zurück, D, C, B, A. Und den E ist der Mittelpunkt von diesem Chiasmus und dafür auch, weil den heutigen Chiasmus der Mittelpunkt vom Buch ist den E der Mittelpunkt vom ganzen Buch. Und wir kommen dann genau auf den Text anzuschwatzen. Tipptopp. Ich hoffe, dass das klar für euch ist und dass ihr ein bisschen mehr versteht, wie wir da weiter funktionieren. Wir lesen aber noch mal die ersten 2 Versen. Und dann erzählen ich euch ein bisschen, wo der Jacques herkommt, was er am Kopf hat, wenn die heute Sache seht. Ihr seht Seite 377 am Buch von dem Neuen Testament, können dann lesen. Meine Geschwister, es sollen da nicht viel von ihr Schleiermeister gehen,
weil dir wisst, dass mir mehr streng gerichtet gehen. Mir alle gefallen nämlich dacks. Wen nicht durch sein ege Weder entfallen könnt, als ein verkommener Mensch, kann noch sein ganzer Körper am Zaum halten. Der Jacques die schwätzt etwas un, was weltweit durch Jahrhunderten, Jahrtausenden, Zehntausende Menschen existiert, ein Problem ist. Das ist Zong oder Weder, die geschwätzt gehen. Und wenn hin von der Sache schwätzt, dann hört den das Testament am Kopf. Das Testament gibt 17 Vorschriften für. Und die sind ein Verbot, wo sie dann nicht sollst Base schwätzen. Und da können wir zum Beispiel den Exodus 23, Vers 1 holen. Das ist Seite 123. Da steht es dann, verbret kein falsch Gerüchter. Die dich nicht mit den Besen zusammen für falsch auszusuchen. Und das geht am Hebräischen in Term, Base Geschwätz, das Lashon Ora, Lashon Hara. Lashon Hara. Hara. Bon. Auf einer Platz habe ich mit Uhr gesehen, mir das nicht schlimm. Das ist Jiddisch. Ja. Mit das Base-Geschwätz. Am Base-Geschwätz ist heute definitiv verboten, weil da steht, jedenfalls, du sollst kein falsch Gerüchte, du sollst nicht falsch aussuchen. Dann in einer Vers oder in einer Verbot aus Leviticus 19, Vers 16, das ist Seite 177 an der Lehre von Moses, just für euch zu weisen. Wiederholen wir den Vers Leviticus 19. 19, Vers 16. Okay. Du hölnisch süßt ein Teil, verbret kein Beschoss in den Mattbierger. Gut, letzte Wort. Das heißt, das sind Verbot, die am Alten Testament stehen. Und der gibt da 17 Stück. Das sind 17 Vorschriften, die so du sollst quasi der Mattmensch nicht bescheißen. Mit gehen aber auch positiv Vorschriften, die in der Mauern, was gut geschwätzt ist oder wen dazu beiträgt, dass sie gut schwätzt. Ab Exodus 23, Vers 7 zum Beispiel, du hast Seite 123. Da steht dann, Darf man noch schon. ich höre just nehmen den Satz, den interessant ist, weil der Vers ist ziemlich groß. Für das ist 23. Vers 7, Okay. Seite 123. Da steht dann, halt dich weide wäsch von enger falscher Uklo. Das heißt, heute kannst du umdrehen an einem positiven gesehen. An den anderen, die ganz bekannt ist, Leviticus 19, Vers 18, was steht da? Geef der nächste Gär wie dich selber. Hier hat der nächste Gär wie dich selber, genau das. Und das ist ein positiv Aussage, für das du definitiv dafür sorgst, dass du nicht beiß schwätzt über deine Person. Bon, wir gehen nicht durch die 17 Vorschriften, sonst wird man lang heim bleiben. Ich will euch just weisen, am Total sind es 31 Vorschriften am Alten Testament, was über der Beiß geschwätzt, was das Beißgeschwätz angeht, wo klar seht, wie wir sollen beholen mit unserer Zunge, was wir so. Und für mich ist das der Pack. Das sind 31 Stück. Das heißt, für Gott ist es mega wichtig, wie wir schwätzen, was wir so und wie wir als Zunge da gebrauchen. Und da habe ich eine Frage dann noch nicht. Wenn wir schwätzen hier, also wir sind hier am Hauptkern vom Buch. Das heißt, Zunge zähmen an Gefahr von der Zunge aus dem Jacques, leitet dem Jacques wirklich am Herz. Das ist ein wichtiges Thema. Und ich habe eine Frage dann und ich. Bring dir es fertig, während der 40 Stunden nicht schlecht über eine Person zu schwätzen. Entweder wenn die Person nicht da ist oder wenn sie dabei ist.
Ich muss von richtig verstehen. Also, dass eine Person an einem Umfeld, mit der ich öfters zu dienen oder? Ganz egal. Bringst du es fertig, du Timo oder du David, bringst du es fertig, für während 40 Stunden nicht schlecht über eine Person zu schwatzen. Ob die Person da vis-à-vis steht oder nicht. Das ist egal, was für eine Person das ist egal, wie gut das ist, kannst, das ist irrelevant. Es geht um schlecht schwatzen. Ich war op dem Team oder eng Antwort gibt. Ich gebe behaupten, ja, aber dass ich das fertig springen, ich vermuten, dass es von einem anderen Gedanken ist, und dass ihn dann, wenn ihn ehrlich sich gibt beobachten, er für Stunden, dass es nicht gibt Stimme. Okay. Also, Ich so och ja. okay, Ich packe net für 4 Stunden, mehr aber mé lang net vielleicht. weil wir mussten darüber schwatzen, war das schlecht über die schwatzen? Wie definieren wir das? Weil den David hat einen hebräischen Begriff erwähnt, den Lashon Hara, das heißt die Base Song, Base Geschwatz. Wenn ihn darüber schwatzt, dann haben Juden direkt etwas am Sinn, dann da wissen sie, wovon sie schwatzen. Das ist eben Scheißen, das, also du musst nicht erklären, was das ist. Ich würde Leute lästern, kolportieren, das heißt Rümer verbreden, in durch den Dreck schläfen, schlecht machen und dann als Pferde einfach en general als Pferde zu gebrauchen, für schlecht durchzustellen, für das schlecht. Und das bezieht sich ob es wahr ist oder nicht über die Person. Das heißt, geht nicht, also bei den nächsten Punkten, die du abgezählt hast, kann ich behaupten, dass das möglich ist, Stunden mit geht. Also bei dem letzten Punkt, den du abgezählt hast, auch da der weißt du etwas ist. Trotz dass das, was du siehst, von den Tatsachen hier stimmt. Ja. Da gebe ich sogar bei mir knackig. Weil du hast, oder ich, ob manst, sind in den halt du Sachen nicht fein ausdrückt. Vielleicht einfach am Eifer des Gefechts vom Alltag. Oder mit meiner Frau, meiner Kinder, du kann man sehen, dass ich etwas schnell so und am Neuhinein, als zwar inhaltlich, das, was ich gesagt habe, richtig, aber da weiß, Genau. wäre super optimal. Dafür gebe ich das so und wahrscheinlich ist es relativ schwierig. Also für mich mal, für alle 4 Stunden, vielleicht leider doch, dass als letzte Woche Spruch eigentlich relativ direkt aus der Velo, da gebe ich probieren, einem anderen Schulz zu geben, nämlich der Spruch. Da gebe ich so einen Hund wahrscheinlich zu kämpfen, das an. Ich gebe so mir sie schon falsch präkonisiert gehen. Das letzte Bäuer ging aber die groß für mir sie meesteren für schlecht über Leute zu schwatzen und zu bescheißen. Das heißt, 50 Jahre lang oder dein Leben lang gehst du dazu trainiert, für das zu machen. Und das ist für weiter sich da so, dass das ein bisschen knackig, weil wenn du etwas Faktuelles über deine Person siehst, dann ist es nicht gelungen. Aber wenn die Person aber schlecht durchstohlen ist, auch wenn es faktuell richtig ist, dann hast du quasi eng von denen 31 Vorschriften gebracht. Das heißt, du hast den Mensch durch schlecht durchgelost. Gott will nicht, dass du das musst. Auch wenn du faktuell die Sache richtig gesagt hast. Und das meine ich als eine mega schwere Sache. Wenn du schon probierst, nicht zu bescheißen, aber dann irgendwo hängst du. Ja, weil du kennst zum Beispiel den Vergleich machen, weil mir, das was man so, also wir holen schon das was man so seriös, aber wir holen nicht mit viel mehr größer Leichtigkeit wie viel andere Bereiche an unserem Leben. Weil wenn ich schaue, fragen, ob da kein 40 Stunden lang kein Alkohol trinken, das Da könnte man allen 2 Jahre sein. das oder allen 2 Jahre nie Problem. Ja. Weil wenn der geht nee so, dann gebe ich so, gut, vielleicht ein Problem, Alkoholiker. Problem am Alkohol. Oder wenn ich dich froh, 40 Stunden lang kein Nikotin, keine Zigaretten, Mega schwer. also das alle 2 Pfänder nicht, das ist auch kein Problem. Aber wenn ihr seht, nee, das packen ich nicht, das ist zu schwer für mich, dann soll man nicht, dann hast du ein Problem am Nikotin. Aber wenn wir so, wir können nicht während 40 Stunden schlecht über eine Person schwatzen, dann haben wir ein Problem mit unserer Zunge. Mit das, was den Hai am Vers 2 auch sieht, die Zunge da am Zahn zu haben, das ist eben
das Schwerste, weil es so einfach geht. Also Genau. du gibt ja so einen Satz, denk nur bevor du schwätzt. Den hat ja Grund, weil wir Menschen fähig sind, oft mehr schnell zu schwätzen, weil wir ganz bewusst nur gedurcht tun und das möchte, dass man oft nicht, also über den Inhalt gebe ich mal behaupten, denkt man oft nur, was man so, aber die Form will man so. Also da, wo du die Sachen abgezählt hast, habe ich mal gedurcht, ja, also die ersten Punkte, da kann ihn sich trainieren, dass ihn das meistens kann gut machen, nicht zu viel zu bescheißen oder anderem zu schwätzen mit der weiß, wen er sieht. Also da muss ich bei mir selber mal 100% so. Wenn du gut keinen darf, wo ich nicht kein ehrlich wirst du sitzen, also du war aber dieser Satz dabei, den hätte könnte besser so. Ja, aber das oft mich daran erinnern, dass wie oft hast du das schon hören? Wenn die Leute so ich finde das aber nicht so gemengt. Weißt du, dann du sitzt oder du stehst und siehst du. Wirklich? Und das ist aber aus dem Mund rauskommt. Und dann probieren sie sich zurückzuholen und sagen sie, ja, nee, mir das war einfach nicht so gedurcht. Ich wollte das nicht gerade so ausdrücken, ich wollte nicht, dass es so auskönnt bei dir. Und dann denkst du, ja, okay, du hast mich just, du hast schlecht über mich geschwärzt. Da fällt mir nur spontane Vers dazu an, zu dem Satz, schon nicht so gemengt. Luke Kapitel 6, Vers 45, das ist auf Seite 121 im Neuen Testament, auf Lützeburg oder an der Handy-App, da könnt ihr natürlich auch nur gucken. So eine Referenz. Luke Kapitel 6, Vers 45 oder Seite 121 im Neuen 121 Testament. Da steht, der Todlab sagt mit Basis ein Gutes zu dienen, du im Kontext, der gute Mensch bringt Gutes aus dem Guten auf hier, was hier nach sich schurt, und der böse Mensch bringt Böses aus dem Bösen auf hier, was hier nach sich schurt, von dem Herz voll ist, du verlebt der Mund über. Also ich kenne eine Person in meinem Bekanntenkreis, die mischt heinst du aus und dann nur sieht sie immer, das war just der Witz. Und ich schon dann immer dann vergehen, ein Witz sieht immer ganz viel aus über dich selber. Das nicht nimm ein Witz, sondern ein Witz ist ganz oft doch ja, entweder ein Prinzip, was du willst vermitteln, oder ein Gedanken, den du mir willst vermitteln, gut oder böse. Und das Mensch, du hast den Jesus im Schwätzen. Ja. Das ist ein bisschen sozusagen der Grund, für was aus unserem Mund nicht nur Gutes rauskommt, weil aus unserem Mund da rauskommt, weil das Herz beschäftigt. Aber wenn ich da so schon nicht auch nicht gemengt, am Anfang hat dein Herz nur zu schnell geschwärzt, kann ich ihm dann als Antwort geben. Oder ob man es für sich was du mal denkst. Ne? Ja. Was hält ihr von den Beispielen, die Herrn Gött, weil ihr geht ja die Statement einmal weitergehen, wo du süßt, nachfragen, weil ihr seht ja, die Lehrmeistern, dass ihr nicht shit für ihn die Lehrmeister kann gehen, weil ihr wisst, dass man mehr streng gerichtet gehen. Das heißt, die Lehrmeister, die haben mehr größere Probleme mit der Zunge, mengt ihr bald, wie die anderen Leute. Ja. Und du gibt den Grund, der das hier Beruf mit der Zunge zu schwätzen. Dazu kann ich vielleicht pur was sagen. Es gibt am Glossar vom Neuen Testament auch ein Ding, da steht Lehrmeister vom Gesetz, heißt ein bisschen anderer Begriff und trotzdem, also am letztebüchischen Begriff Lehrmeister erklärt sich ein bisschen schon von selber, dass der lehrt, enseigniert und das ein Meister da dran. Und am neutestamentlichen Kontext, das mit Lehrmeister, da das ein bisschen so den Hintergrund wissen, den ich vielleicht durch Neue Testament an das Judentum damals kann wissen, es gibt so drei, vier verschiedene Gruppen am Judentum, Sadduzäer, Essener und Zeloten, die man begegnen am Neuen Testament. Und da gibt es die Gruppe, das waren Pharisäer. Und die waren bekannt dafür, dass sie hier Lehrer von Moses ja gut kannt tun, oder im hebräischen Begriff dafür ist Tora. Und Sie waren wirklich Schulmeister noch genau. an all dem Genau. Und sie ist die Lehrmeister genannt. Und die hatten natürlich berufsmäßige Probleme. Sie mussten den Berg abmachen, sie mussten die Zunge bewegen und sie waren an dem Herzen noch voll von dem, was sie gelehrt tun, positiv und negativ. Und der Jesus selber sieht ja ein paar Mal über sie, das sind sie gut und das sind sie Männer gut oder sie so das gut und sie leben nicht. Das heißt, ich meine, dass der Jacques einfach weiß, dass das natürlich bei so einer Gruppe, den erstens mal beruflich sowieso viel mit der Zunge dann extra muss aufpassen an. Das ist auch ein Beispiel, was erwähnt, weil sein dämonisch Leid an der neutestamentlichen Zeit
an hai de Brief vom Jacques ja für allem hat man gesinn fir mal un jüdisch Glewischer geschrieben für déi as der Beispiel wo sie direkt ab mat können ufangen da sie begenen den Pharisäer aus der Leiermeester aus den Pharisäerreihe weiterhin an so sich ja stimmt die se oft der bis Gutes an heinst du Mann Gutes an denen doch de Problem oppassen op se Zong aber war sto interessant von de Jesus se denke an Matthäus Kapitel 13 Vers 52 Matthäus 13 Vers 52 das op seit 41 du seht den aus de Jesus im Schwarzen hier so zu hinnen dofir as Leiermeester vom Gesetz den zum Schennger vom Königreich vom Himmel gemacht gouf wie ein Hausherr den er Sänger Schatzkummer neu an all Sachen heraushält also e gute Leiermeester fir du vielleicht op eus heutig Zeit am biblische Kontext zu zeigen als den sowohl sich am Alten Testament der Leier von Moses auskennt wie am Neuen Testament das gut zu Summe bringt dann den Alltag von den Leuten drüber schwätzt aber vielleicht eng Warnung für als 3 oder Leute die auch am Internet so Sachen wie Podcast machen als der eigentlich eng Warnung öfter bewusst wann du als Prediger als Pastor als Podcaster als Influencer erwebers weil ja an eiser Zeit relativ an die Öffentlichkeit geht du hast viel die Großverantwortung weil wenn ich mit meiner Frau daheim schwätzen, dann muss ich mich, wenn ich zum Beispiel nicht zu schnell geschwärzt tun, und nicht vielleicht innerhalb so Gericht, wenn mir falsch ausgeregt, dann muss ich mich erklären, nicht mehr bei hier und als Gläubischen bei Gott entschuldigen. Wenn ich natürlich heute am Podcast, egal was so, dann habe ich eine Verantwortung für die Leute, die es lauschen. Also, und ich meine, das wäre. Ja, dann hast du das Problem. Ja, das ist die EU-Wendung. Dafür mengen ich, dass der Jacques das an dämonischer Zeit waren, so die Leiermeister und Influencer sozusagen vom jüdischen Volk. Und das ist also ein perfektes Beispiel für zu sagen, hey, guck, die müssen aufpassen auf ihr Zong. Ja. Aber das ist jemand's, wie soll ich sagen, also jemand, das alleinstehend geht nicht, weil das möchte ein bisschen Angst, also, was da steht, dass mir mich streng Gericht. Das ist mir mehr Rechenschaft aufzulehnen, mir mehr Verantwortung. Und Gericht ist natürlich auch immer eine Referenz. Wir hatten das schon in den 4. Kapitel eine Referenz auf das letzte Gericht. Dazu kommen wir vielleicht noch mich später. Ja. Du, vielleicht wirst du auch mich streng Gericht gehen, also dem uns Leiermeisten halt zu dich so Influencer, Prediger und so weiter oder Leute, die Bibel anderen Leute erklären. Das ist ja so, dass man als Leute die und Bibel an den Inhalt davon leben, wenn man das andere Leute weitererzählen, hast du ja schon einen Gedanken haben drin, dass man der Meinung sind, dass wir einen guten Einfluss auf das Leben. Aber wenn wir das gut erklären, da freut sich über den anderen Mensch, da freut ich mich über Gott, freut sich darüber. Aber wenn ich es schlecht erklärt, weil ich mich nicht gut präpariert habe, oder vielleicht auch für meinen eigenen Gedanken dabei habe, an den anderen aber so gut gläubig als mir dofällt, dann habe ich eine Verantwortung dafür. Und das meine ich, das heute noch dann so. Ja, und der Jacques sagt, wir, hineinklü, Ja, wir alle gehen fallen nämlich Dachs. ja. Das heißt keine Chance. Die Wert. Weil da möchte den Kontrast, wenn du den Ege wieder, wenn es nicht, wenn es den Egen wieder fällt, quasi, dann bist du der komplette Mensch, bist du vollkommen. Und dann hörst du den Zong am Zahn, ich weiß nicht, weil ich noch nicht so ein Mensch kennengelernt. Begehen heißt du leider neben die ganz nur Druck kommen, aber perfekt erwähnt. Hier wird wahrscheinlich sein Bruder am Sinn. Ja, vielleicht. Ja, da. Ja, nicht vielleicht Ja. Jesus am Sinn. Wo er dann sieht, er war vollkommener Mensch, weil er auch nicht, weil er hat sein Körper auch am Zahn. Und das ist witzig, dass quasi, du hast den Zong am Zahn, dann hörst du den Körper am Zahn. Das ist ein bisschen so am Parallel, die er setzt. Fand ich ganz mega interessant von. Was hält er dann noch von den ersten 2 Beispielen, die er gibt? Vers 3. Ja, 3 und 4. Und gut, Vers 5. Also beim Vers 3, du lässt nicht vielleicht mehr im Schwätzen, weil mit Perzen ist nicht so trainiert. Weiß ich nicht, ob du Ahnung hast mir bei den Schiffen, so mal spontan, dass das schon eigentlich, wenn du darüber nur denkst, beeindruckend. Du hast ein riesiges Schiff und du hast ein klein, also ich meine so klein, wie du sagst, ein kleines. Truder ist nicht groß. Truder ist nicht groß. Im Vergleich zum ganzen Schiff.
ich muss mir spontan und denken, gibt ja Titanic, die Untergang ist. Und du gehst irgendwo im Museum, ich weiß nicht, wo da das, wo du kannst üben, wie viel du da Truder misst für das du fertig bringst, langs den Eisberg zu kommen. Und du sagst, der Truder war, mir, dass du vielleicht so Fehler gemacht hast, ganz relevant. Und wenn du falsch damit umgehst, an dem Moment, weil du nicht weißt zu reagieren. Konfrontation beim Ja. Eisbier. Genau. Ja, also Pferd am Gebiss, also wie soll ich so meine Erfahrung mit dem Pferd, das limitiert, begrenzt. Und ich weiß just, David hat mehr Erfahrung, ich weiß just, wenn Pferd Gebiss bis zwischen Zähnen kriegt, da wirkt, dann folge ich dir doch nicht mehr. Also, Aber das, also manchmal so wie mir am also hier in Westeuropa reiten, also mit dem Gebiss, dann effektiv, das geht so gemacht, wie das Pferd folgt. Ja, Gebäß als Dass du für Pferd zu guidieren. Ja, ja. das Pferd weiß, wo es soll, was für eine Richtung das soll gehen. Aber das aber nicht nur dafür zu guidieren. Gebäß ist auch dafür da, für wenn du zum Beispiel willst, dass Pferd nicht losgeht. Du gebrauchst Gebäß für Druck auf die Zunge auszuüben, für dass du da siehst, okay, hier ist ein Signal und ich muss losgehen. Das ist nicht nur, dass du mit den Fäsern alles trippelst, aber wenn du willst, zum Beispiel dramatisch sehr stoppen, sitzt du alles, für dass das Pferd stehen bleibt. Und du hast Gebäß eben einen Teil davon. Und das ist für mich mega interessant, dass ein eben Pferd dafür gebraucht beim Gebäß, weil effektiv das Zunge vom Pferd das Gebäß spielt. Und du quetscht die Zunge. Und dafür, was ich dafür so interessant, dass eben das Beispiel gebraucht wird. Also ich muss so das Beispiel, der dritt, was den halt Zunge aus Feuer. Klangfeuer. Klangfeuer, ja, mit dem muss ich aber so du steht gucke, Klangfeuer kann auch riesige Büsche Brand setzen. Du muss ich so du an der heutigen Zeit muss ich so da das ja genau das, was man auf den sozialen Medien feststellen. Du kannst als Politiker, als Influencer, was auch immer, kannst du mit dem richtigen Satz am falschen Moment, den falschen Satz am richtigen Moment, du kannst mit einem kleinen Wort kannst immens viel verursachen. Also wir haben ja oft Angst vor den Nationen, die große Waffen haben, und natürlich am Schluss, wenn man eine Atombombe kann, viele Leute umbringen. Mit den Auslöser von all diesen Sachen, also am Schluss immer ein Mensch gewesen, der mit seiner Zunge, an dem Fall etwas Basis gesagt hat. Also die Zunge provoziert hat. Also die Zunge hat eine immens Gewalt oder Macht, ich weiß nicht, wie Wort besser als für so Gewalt, da klingt ja negativ. Du hast eine immens Verantwortung und Macht mit deiner Zunge und du kannst wortwörtlich eine Welt an Brand setzen. Ja. Und ich meine, da kommen wir bei dem Höhepunkt von dem Vers. Also ich hatte aber schon ein bisschen nur Gesicht, also weil die ganzen Bilder, die der Jacques gebraucht, die kommen nicht einfach vom heiteren Himmel. Also du hast dann verschiedene Verse nur Gesicht, dann weil ich eben nicht übersetzen, dann habe ich mit Freiheit geholfen, die Poet zu übersetzen. Das sind dann den Psalm 12, Versen 3 bis 4. Das schwätzt da von der Besen, also sie ist dann die Base-Leute, sie zählen in dem anderen Liegen. Die Lipse von Schmeichler schwätzen mit heuchlerischen Gedanken. Der Jahwe soll alt Lipse von Schmeichler raufschneiden, Zunge, die Großes erzählt. Das ist die Idee, dass ein Zunge, das Geschwätz, das kann viel Futti machen. Und dann an der Sprüche, Kapitel 26, Versen 20 und 21, da steht dann, wenn es ein Holz fehlt, geht Feuer aus. Ohne einen Bescheißer wird der Streit gestoppt. Das ist exzellent. Holzkohle für Gliederkohlen, Holz für ein Feuer, und ein streiterischer Mann für eine Streit anzufangen. Für was guckt meine Frau mich? Das muss Schon ich erst zwei geguckt. erklären. Schon erst zwei geguckt. Einfach für zu sagen, das sind paar Beispiele vom Alten Testament. Also war die Menschen interessant, dass der Jacques hat immens viele Bilder aus Psalm und aus Sprüche. Aber ja, da noch kommt ein Höhepunkt.
Voilà, an den ass am Vers 6, wann ich das richtig verstanden habe. Oder nicht? Ja, der Satz auch Zong as a Feier, eng Welt von Ungerechtigkeit. Das ist der Satz, den den Höhepunkt vom Chiasmus ist, hei vom 3:1 bis 12 und dafür auch den Höhepunkt vom ganzen Buch Jacques. Och Zong as e Feier eng Welt vun Ungerechtigkeit. Techt wann ich lo dat so hole wat du seht, willch ni mir so. Ja. Ich will nie mehr schwatzen, weil es kommt nicht mehr Ungerechtigkeit raus. Ja, mit dat wäre dann, wie heißt das Wort dazu? Ja, so fällt mir das Wort nicht auf, was ich sicher mehr. Da sind dann nicht mehr das Schwarz gesagt, das negativ. Ich meine, das Buch, der Brief vom Jacques hat geschrieben, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst gehen, wenn wir am Leben leben. Und ja, die negativ Sicht von der Verantwortung aus, dass außer sein Halbbruder Jesus, der vollkommen war, wir alle gute Werte fallen, sowohl mit dieser Zunge wie in den letzten Kapiteln auch gesehen mit diesen Doten und so weiter. Aber ich meine, dass er ja nicht schreibt, der Brief, für die Sohle halt all den Berg, weil da müsst ihr selber den Berg auch halten. Ja, aber ihr seht ja direkt noch, Zong als also. Das ist, du möchtest eine Konklusion, du für den losen Höhepunkt. Er hat endlich das gesagt, was er wollte die ganze Zeit so Ja, an dem Satz. Den Zong as a Feier, ich meine, das hier resümiert, was der Fedro schon gesagt hat, und all die Beispiele gesehen, Konklusion von der Zong as a Feier, dass etwas Gefährliches, wir müssen uns das bewusst sein, und sie kann eine Welt von Ungerechtigkeit verursachen. Ja, und dafür kommt schon nicht zurück. Ja. Er möchte Konklusion. Er sagt, Zong als also dat ändert unsere Glieder, dat uns ganz Wiese befleckt, an den Lauf vom Leben a Brand stöcht, als selber von der Gehenna a Brand gestocht gött. Was seht ihr da? Wie versteht man das? Ja, also wenn ich den Vers 6 gucken, dann muss ich so dass ich mengen, dass ich muss sich mal Wort Gehenna beschäftigen, anenker bei Rema 10 England, für das ihn mengnisch versteht, wie in der Teil mengt, den Jacques. Also das Wort Gehenna kann ich noch nicht am Glosse gucken, dann stelle ich noch ein paar andere Begriffe an den Raum werfen, wie Hades, die ihr noch kann gucken. Wenn in das Neue Testament und noch das Alte Testament guckt, dann wird ja ganz oft darüber geschwärzt, wo der Mensch hinkommt, wenn er gestorben ist. Und du geht eigentlich, wenn ich das ein bisschen probiert systematisch zu machen, gibt es so 3 Perioden an der Menschheitsgeschichte, die schon war, bis der Jesus zurückkommt, darüber raus, soweit ich das verstehe. Und da das am Alten Testament ist der Begriff Sheol, den am Deutschen zum Beispiel oft übersetzt wird mit Totenreich. Und da ist es scheinbar von den pure Indikationen, die Bibel es gibt, also ja so, dass den stirbt, wenn er gläubig ist, könnten an der Sheol auf die gute Seite so mal, aber wenn er nicht gläubig war, da könnten auf die schlechte Seite so losstellen, mal so am Raum stehen. Und dann im Neuen Testament wechselt das Wort Sheol auf Hades, weil einfach der Spruch do griechisch ist. Und da ist aber nur der Kreuzigung an Oberstehung von Jesus, führst du dann, dass die gläubig sind, nicht an den Hades kommen, mit die kommen an das Himmelreich bei Gott, wo auch immer das ist. Und hier ist aber dann den dritten Begriff, die dritte Platz, die schon in der Bibel beginnen, da das von der Jesus zurückkommt, wird Gott eine neue Erde schaffen mit einem neuen Himmel. Also die Erde, wo wir los sind, werden zerstören, dann wird eine neue Erde, einen neuen Himmel erschaffen. Und die nicht geglebt tun, die kommen dann an die Gehenna. An den Begriff, aber wenn ihr am Glossar guckt, den also nicht einfach so vom Himmel gefallen, für das die Leute sich konnten ein Bild machen, was den Dummer da mengt, was wenn ihr Hand am Glossar guckt. Ich muss aber den Glossar kurz abschlagen. Das Seite 427. Genau, als Dummer da Hinnomdal gemengt, das der griechische Numm vom Hinnomdal, der just bausen der Mauer von Jerusalem ist, zur Zeit von Jesus gouf den ganzen Dreck von der Statue hingeheit. Ob diesen Dreckstyp hat Feuer ständig gesickert. Und das bringt mich dazu, wenn hier steht Zong, also das ändert unsere Glieder, das ist als ganz Wiese befleckt, und der Lauf vom Leben er Brandsticht, er selber von der Gehenna er Brand gestachelt. Also manchmal möchten 3 aussuchen. Die erste, das, wenn ich dumm schwätze, dann hat das einen Effekt auf mein Leben, also auf meine Glieder. So mit dumm schwätzen der will.
ja, Fallschwätzen, nicht so wie Gott, Beischwätzen, Beischwätzen, nicht den Ja. Effekt auf mein Körper, mein Leben, auf den Lauf meinem Leben, an dem Schluss, wenn ich am Schluss nicht Gott bekennen, also der Katz geht halt gut, wenn ich am Schluss nicht Gott bekennen, ja dann, da komme ich am Schluss an die Gehenna, und da gehe ich wirklich an der Gehenna am Brand gestochen. Und die Alternative dazu ist, weil die Bibel das eben nicht so die Base-Bibel, wo gesagt wird, du kannst nur an die Hell, das ist dann der Begriff, den ihn oft hört an deutschen Übersetzungen für Gehenna, aber in Römer 10, Vers 9 steht, und das tut ja auch mit der Zunge zu dienen. Römer 10, Vers 9, auf Seite 269 steht, wenn du mit deinem Mund, und du verbrauchst also den Zunge, den Herr Jesus bekennst, und an deinem Herzen glaubst, dass Gott hier von dem deutschen Oberstuhl gelöst hat, da gehst du gerettet. Ich gebe ein bisschen so ein Römer 10, Vers 9, also ein bisschen so die andere Seite von der Medaille, die der Jacques ausschwätzt. Den Römer 10, Vers 9 sieht, wenn du den Zunge benutzt, für Gott zu bekennen, dass du hier gläst und das, was in der Bibel wird steht, da kannst du auf die neue Erde als Gläubischen, aber wenn du das nicht mehr eine Base-Sache siehst, eine dumme Sache siehst, dann da kannst du langfristig, wenn es nicht tun anders, und Gehenna, und dann gehst du wirklich selber am Brand gestochen. Okay, das wird geleiert. Wir haben im Kontext aus Gehenna aber nicht für das gebraucht. eigentlich. Okay. Also schon, obwohl ich mit dem Glossar etwas zu tun hat, habe ich seitdem er geschrieben gouf, mich weiterentwickelt, weiter geleiert, weiter recherchiert. Und das, was dann Glossar steht, als das elementar ist. Aber die letzte Zeile, worüber den Dreck geschrieben steht, da habe ich mittlerweile herausgefunden, dass das wirklich etwas ganz Umstrittenes ist. Das ist nicht sicher gewusst, dass das so ist, wie da steht am Glossar. Dafür werdet wahrscheinlich an der Bibel nicht mehr ganz so durchstehen. Aber wo aber Von der Revision von der Bibel. bei der Revision, ja. Weil also der Glossar vom Neuen Testament wird noch immer dabei sein, wir können die Revision. Und was aber sicher ist, als das also das Konzept vom Gehenna als etwas, was das, also das Wort kann, weißt du so, es kann aus dem Hebräischen, das Gehinnom, auf Hebräisch und von den Alten Testament oder das entweder als Ben Gehinnom oder einfach als Gehinnom am Hebräischen an. Wir haben es mittlerweile als Hinnom Schlucht übersetzt, weil Geh ist mehr wie eine Schlucht, wie einfach ein Dall. Das ist mir schmal, mir eng. Am Alten Testament ist das der Platz, wo der König Achaz Weihrauch und Falschgötter verbrannt wird und auch sein Kanner am Feuer und der Gott Moloch verbrannt wird und geopfert wird. Das heißt, die Platz ist Tinnomschlucht als Herr nur damit abscheuliche Praktiken verbunden gehen und gouf mit schlimme Sinne assoziiert. Und Herr nur verfluchte ein Prophet Jeremia auch Platz. Wenn wir das Wort aber Gehenna am Neuen Testament beginnen, dann ist ganz klar, die schwätzt nicht mehr von der geografischen Platz. Die Kehren, der Jesus schwätzt am ganzen 6 Kehren davon, also auf 6 verschiedene Plätze, schwätzt vom Gehenna. Und der Jacques ist die einzige eine Platz, wo von Gehenna geschwätzt wird. Und das ist ganz klar, dass nicht mehr die physische Platz bei uns in Jerusalem gemeint ist, denn Jesus schwätzt von etwas, wo für seine Nachlauscherer ganz klar ist, was gemeint ist. Seine Nachlauscherer wissen, was ihr seht, wenn ihr Gehenna seht. Also wahrscheinlich wird er Gehinnom gesagt, weil also das ist unwahrscheinlich, dass er griechisch geschwätzt wird. Und das aber nirgends erklärt, was gemeint wird. Das ist sous-entendu, wusste seine Nachlauscherer, was gemeint wird. Absolut. Dann ist es als Arbeit, am meine Arbeit zum Beispiel als Historikerin oder als Arbeit als Leser, für zu denken, okay, wie kann ich da wissen, was seine Nachlauscherer gewusst haben, wo gehe ich das sicher? Und da ist eine Frage, die ich jahrelang, wo ich mich jahrelang darüber auseinandergesetzt habe, aber wo ich eben nur die letzten Jahre mit der Bibelübersetzung viel mehr an
an das Material konnte rankommen und die Sachen entdecken, dass die ganze Periode zwischen den zwei Testamenten, zwischen der hebräischen Bibel und der griechischen Bibel, dass es da auch eine ganz Weiterentwicklung gab am Judentum, wie sie die Sachen gedacht und gelehrt haben. Und es sind auch verschiedene Schriften, die in der Zeit geschrieben wurden, die nicht zur protestantischen Bibel gehören, die aber an anderen Schriften auch, also auch zum Beispiel in der katholischen Bibel dran sind. Und du lehrst den Sachen und du kannst dann auch herausfinden, zum Beispiel das Geheime, ein Konzept, das sich entwickelt. Und ich habe mich dann da ein bisschen so, schon eine kleine Recherche gemacht, weil wenn ich das nicht, also das Internet ist heutzutage selbst fantastisch, das kann ich sehr viel herausfinden. Und da gibt es Webseiten, die Informationen für ihn von den jüdischen Sourcen sammeln. Und was ich herausgefunden habe, ist ganz interessant. Und ich muss ein bisschen mehr in die Note gucken, weil ich schon da recht gelernt. Also an der Zeit gab Gehenna zu einer Metapher von der Zerstörung von untreuen Juden auf fremden Feinden. Das heißt, so Gehenna als Platz gedacht für Juden, die Gott nicht mehr treu waren, und für Feinde, also für Bösfeinde sozusagen. Und sie haben es nicht als ein ewig Platz verstanden. Das ist ein Platz, wo temporär die Leute hinkommen, für gereinigt zu gehen, für geprägt zu gehen, wenn wir zum Beispiel von Metaller schwatzen, für geleitet zu gehen, für dann herno gereinigt rauszukommen. Und das Therapie, die gibt zum Beispiel an der modernen Welt das Beispiel von einer Waschmaschine. Du gehst den knastig Wäsche an die Waschmaschine, sie wird hin und her geheilt, rundherum gedreht, mit Seif gewaschen und alles, für herno proper rauszukommen. Das ist das Prinzip vom Gehenna. Und da haben wir zum Beispiel, und sie berufen sich da auf zwei Texte, einer der anderen, der Zacharia 13,9, wo steht, dass die Jahwe sein Volk leiten will, so wie es selber geleitet wird, und er doch prüfen, so wie Gold geprüft wird. Und dann in Malachi 3,2 geht Gott dann an einem Feuer, das leitet, an einer Seif, die proper mischt, vergleich. Und sie sollen dann, dass jeder, also quasi jeder dahinter kann, weil jeder also Sinne. Und das ist just für die schlimmsten Sinne, wo sie sagen, da geht es mal nicht der Reinigungsprozess. Und es sind die schlimmsten Sinne, die dann an Vernichtung kommen, wie sie sagen. Das Konzept von der Hell, so wie zum Beispiel viele Bibeln am Jacques übersetzen, die schreiben dann Hell dahin. Das Konzept von der Hell als ein Platz von ewiger Tortur, Qual und Verdammen, das ist etwas, was sich theologisch erreicht am frühen Mittelalter entwickelt. Am Judentum und am frühen Christentum gibt es das nicht. Das ist das, was ich über Gehenna herausgefunden habe. Aber was interessant ist, und da stellt sich die Frage, okay, was wird das denn mit diesem Text zu tun? Was wird Song oder als Weder mit der Gehenna zu tun? Die Juden lehren und haben auch damals noch gelehrt, dass wenn eine Person öffentlich erniedrigt, dann ist das, wie wenn Mord begangen hat. Eine Person öffentlich zu entehren, zu erniedrigen, also wie Mord. Dafür ist Jesus ja auch, wenn du Mensch Pferde gebrauchst, dass du mehr machst. Genau. Du siehst zu deinem Bruder, du bist ein Torwart, dann hörst du deinen Bruder am Mord. Am He bestätigt das dann noch quasi, was du gelehrt hast. Ja. Und dann so eine Person, die Mord begangen hat, sei das durch den Mund oder durch Tod, so eine Person erlebt Vernichtung an der Gehenna. Nicht Reinigung, mit Vernichtung. An einer anderen Branche vom Judentum lehrt, dass es den sinnlichen Impuls vom Menschen ist, den Feuer von der Gehenna angefangen hat und brennen hält.
Das finde ich ganz interessant, fand, weil das all die Wörter gebraucht, die hier am Jacques stehen. Für dich das mal lenke. Das ist der sinnlichen Impuls vom Mensch, den Feuer von der Gehenna angefangen hat, an Brennen hält. Just als Impuls für nur zu denken. Okay, wir sind mal ein bisschen durch den gemacht gehen mit was Gehirn ist. Wie erklären wir dann den Satz zum Schluss vom Dach? Was hat dann nur gemeint, wenn ihr seht, Zunge ist also das ändert unsere Glieder, das als ganz Füße befleckt. Also ob ganz einfach letztlich gebe ich so, wenn du nicht auf den Song oppasst oder heinst du Gott an Mattmenschen Verzeihung fräst, da werdet dein Leben heuer an der Ewigkeit definitiv negativ beeinflussen. Ja, weil es möchte Sinn, was Miriam erklärt hat, wenn du dann wenn es nicht liest, das Zunge also das ändert die Glieder als ganz Füße befleckt, an der Lauf vom Leben Brand stößt. Ja. Das ist ein bisschen so wie den Timo geschwatzt hat von den Politikern. So, sie brauchen just paar Wörter zu sagen, der Lauf vom Leben, das ist einfach, das sind schöne Wörter für einfach zu sagen für unseren Lebenslauf. Also wenn wir da die lo machen, alltag, bei den Politiker Influencer würde immer direkt einen viel großen Einfluss auf andere Menschen. Wir sprechen Blumenrow, ob vielleicht dabei ist. Wir können heinst du auf Familien oder Lützeburg Familie Streit, weil es am falschen Moment das falsch wird gesagt und dann hast du ein 30 Jahre Familienstreit. Das wird dann den nächsten Teil, so wo ihr seht, Zunge, also das in der gilt, das ist ganz viel, so vielleicht an der Lauf vom Leben der Brand stößt. An den zweiten Teil, als selber von der Gerne Brand gestacht wird, nur meinem Leben hat das, was ich mit meiner Zunge gemacht habe, auch einen Abfluss. Wie gesagt, ich habe Lorraine mit Zeng Westning als Alternativgold, weil der Jacques Hay eher die ermahnend streng Version als präsentiert. Mir genau, das hat einen Abfluss, mein Zunge hat einen Abfluss auf mein Leben Hay und auf das Leben um Tod. Und das, also, wenn man über das nachdenkt, was ich über gerne gesagt habe, dann das, was der Hai muss und sieht, hat dann einen Einfluss und einen Impact. Weil zum Beispiel, wenn du dein Bruder Topat nennst oder dein Matmensch Topat nennst, den Jesus sieht, dass das macht. Und Mord ist etwas, das, ja, laut dem Jüdischen, du gehst aber angestacht. Das ist eine schrobe Bestrafung. Vielleicht der biblische Vers dazu, den ich kann holen, da das, wenn wir an die Offenbarung gehen, da steht und nicht das Wort Gehenna Nee, mehr. das ist definitiv etwas anderes, das Timo. Mehr, wie werde ich den Vers zitieren, als Vers 420, da steht, die Todesg goufen aufgrund von ihren Tote gericht und dem, was an de Bücher geschrieben gouf steht. Das auf Seite 420 innen. Worum mir geht, dass es den Moment gibt, wenn du sozusagen auf die andere Seite von diesem Leben an das andere Leben kannst, wo auch immer, dass du Gott im Moment gibt, wo Gott den Toten an du mal doch das, was du gesagt hast, bewertet wirst. Ja. Und werden Aufschluss, wie auch immer, das dann Gott bewährt. Ja, das ist sicher. Bon. Ich denke daran, aus dem 1. Korinther, wo den Paul davon schwatzt, dass das heißt, Tote gericht gehen an die kein gut Toten abweisen haben, die sie überleben, zwar mit das, wie wenn sie durch das Feuer kommen sind. Ja. Ja. Sie sind nur gesagt. Ich geht 4 am Vers 7, und da seht, Ammeigg Äert vu wëllen déiere Fischel Reptilien a méiers Meeresdéieren gëtt a Goufscher vum Mënsch gezählt. Also schwierench der Simonsteieren, die de Mënschen an net gezähmt krut, méi die méesteiere Krote bis haut gezähmt. Egal op Batting Äderweis. Ja, gut Beispiel op dem Schoß sitzen. Also Katz Ja. immer gezähmt, aber Zong net. Ja, nee, weil sie leckt die ganze Zeit. Mega. Ma kein Mensch kann Zong zähmen. Und wenn ihr seht, lo kein Mensch, da schwätzt ihr ja für sich selber matt. Das ist ja nicht so, wie wenn ihr außerhalb von der Diskussion wäre, als Mensch, in ein Teil von der Sache. Das heißt, Hoffnung
dass wir als Song können zähmen, als minim. Weil wir werden immer einen Ausrutscher haben, wo man da so, schon aber nicht so gemengt. Das ist, für was habe ich das gesagt? Auf für was habe ich das müsste sagen? Was du so selber ein bisschen hast du auf Feierpass das nicht gesagt hast. Und da sieht dann, sie sind evil, den ihr nicht in der Kontrolle kriegt, sie ist voll von deutlichem Gift. Das ist weh. Also du hast aber radikal, du hast aber wirklich, also ich weiß nicht, aber der sieht, oh, einer ist aber gentil mit mir, den das ja, den hat er wirklich nicht Das, was den Hai sagt, stimmt ja. Ich hole mal ein Beispiel aus der Geschichte. Ich hole mal den Martin Luther, den verschiedene Leute kennen aus der Zeit von der Reformation. Den hat manches Gutes gesagt, den hat manches gesagt, was nicht so gut ist. Und zum Beispiel hat den Enker ja zu den dämonischen Adlichen gesagt, dass die Regierungen laut 313 also weiter Macht hatten und sie sollten dann einfach nochmal die Bauerweise, wo den Haus lebt. Und ich habe das gut gemeint, hat aber recht dann nur realisiert, nachdem der Bauerkrieg rüber war, so viele Tausende von Bauern tot waren, dass sein Song auch ein deutliches Gift hat, weil dadurch dem uns das ganz wirklich geholt und nicht eins zu eins umgesagt. Und jener ist sich dann nur bewusst gewesen, Macht sein Song hat, und das sind zwar schon biblisch, theologisch, soweit ich das bei ihm rausfand, kann davon überzeugt war, dass eine gewisse Rangordnung am Staat gibt. Man hat nicht sich bewusst, dass die Fürsten das so durchziehen. Und da war er selber matt, auch ein kleiner Teil schon da, dort von Bauern, die vielleicht nicht hat müsste stimmen, die vielleicht nicht so rebellisch waren. Und das ist ja das, was man bei uns vielleicht die nicht an Politik oder nicht so eine große Influenz haben, ob einer Mattmenschen auch aber bemerken, als wieder einen Einfluss auf als Mattmenschen. Und du am Schluss kann es deutlich Gift sein, am wortwörtlichen. Ja, aber was dann zum Schluss noch seht dann wir löwen als Gott, der Pap, was der Song, und wir verfluchen die Menschen, die am Bild von Gott geschafft sind. Aus dem nämlichen Mund kommen Segen auf Licht. Und dann gibt es noch Beispiele, sprudelt dann ein Quell aus demselben Lach, sei da battert Wasser raus. Mein Geschwister kann Figen, Bäm, Oliven dafür bringen oder Rebstock Figen. So kann noch aus keiner Quell Salz oder Seewasser kommen. Wir werden wohl so, dass aus dem nämlichen Mund kommen Segen auf Licht. Wie wat seht man all den Froen, die Herr nur stellt, an der man vergleich mit Salz oder Seewasser, als das nicht dürfte so sinn. Für mich als de Jagers een den net engem hunnegem de Mund mcht, hin auch net den Prediger, die probiert immer noch wo dat gut zu erwähnen. Hier beschreibt he Fakt, den, so wie du auch sost, de schwer zu akzeptieren als mir Werte falle. Punkt. Das net hat keinen Sinn, dass es da bei dir durchgeht. Nee, also Fakt das bis op sein Halbbruder Jesus, der vollkommen war, also der Fakt, ob es dann gefällt oder nicht, und das probiert den Hai vielleicht ob ein relativ harter der weiß Matz den der das auch von der Lebisch sieht. Ja. Und schmengen das wat du wollt so, dass ich wäre froh, wann als Song nëmme gif gebraucht gi fir Segen ernste Schwatzen am Platz zu verfluchen an zu verfluchen ass net am Sinn wat enger Voodoo-Poppern schessen Vater neel verfluchen Tommern zu den das fanste e Mënsch schlecht durchstellst, dann hörst du dem Mënsch ke gute Stach gin am Lewe, weil du sees an du gëssen net die best Konditionen fir dat Suse an segem Leben an der hin ze stöten, dat das dann auch verfluchen. Gut. Dann nächst kann ja schwatz man dann vom Jacques Kapitel 3, der sind 13 bis 18, dann machen wir die Rest vom Kapitel fertig. Dat waret dafür haut. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat, organisiert von der LBE-ASBL. Für all Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, ab bis nächst Keier.